Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, nach unserem ganzen Halloween-Journal, wo das endlich vorbei ist jetzt, jetzt möchte ich noch ein bisschen etwas Herbstliches machen, bevor dann der Winter kommt und wieder der ganze Weihnachtszeugs losgeht. Und ich habe bei mir mal so ein bisschen umgeschaut, was liegt überhaupt alles noch so rum, was habe ich, auf was habe ich Lust. Und dann ist mir das Kistchen hier in die Finger gekommen. Und da drinnen habe ich alles so kleine Kärtchen, die vom Jelly-Printen übrig geblieben sind oder wo ich schon bearbeitet habe, irgendwie so zum Beispiel bestempelt oder da ein ganz kleines Collage gemacht damit. Ich habe auch mal so Männchen drauf gemalt oder sowas. Etwas kann ich euch doch noch zeigen. Wo ist denn das? Da. So herzige kleine Collagen habe ich mal gemacht. Das war auch für ein anderes Projekt und das Zeug ist halt einfach dann schlussendlich führig geblieben. Es hat aber auch noch ganze Haufen Kärtchen, die einfach so Ausschuss sind, die nicht so schön geworden sind beim Drucken oder die einfach noch nicht bearbeitet sind. Und ich wollte jetzt hier kleine Clusterkärtchen daraus machen, wo man dann einfach so im Journal kann entweder aufkleben oder als Kärtchen reinstecken. So, und für das habe ich mir ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe hier noch die herzigen Bildchen gefunden. Das sind so Kleberli, die kann man dann irgendwie draufkleben. Dann habe ich mir noch mal 3 so ein bisschen herbstliche Farben rausgesucht. Es hat ein bisschen Stoff und ein bisschen Spitze und ein bisschen Glitzer in Orange und Gold. Und da habe ich mir einfach aus meiner Schnipselkiste so eine grosse Hampfel rausgenommen, wo wir jetzt einfach irgendein Cluster zusammen schustern damit. Für das suche ich einmal ein paar Kärtchen raus, die jetzt gerade noch nicht so fest bearbeitet sind. Das ist zwar sehr bestempelt, aber ich suche mir so ein bisschen von den Farben her schöne Hintergründe, die so ein bisschen vielleicht eben ein bisschen grün sind, ein bisschen gelblich, rot können wir etwas nehmen, einfach so ein bisschen Herbstfarben. Da noch etwas Oranges. Haben wir da noch etwas Rotes. Ein bisschen hell. Oder so, in dieser Art. Da ist noch etwas Cooles. So, noch irgendwas Grün. Nochmal etwas Grünes. Ein dunkleres Grün. So wie das. He? Ich glaube, das ist doch eine schöne Sammlung. Und da können wir sicher etwas Schnusiges damit anfangen. Ja, anfangen, hä? Wie fangen wir an? Ich glaube, ich muss einfach anfangen. Einfach irgendetwas nähen. Irgendetwas nähen, irgendein Schnipsel. Schwierig. Schon wieder wahnsinnig schwierig. Und ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nicht darauf schaue, ob ich irgendetwas überklebe. Also, wie soll ich sagen? Ich habe ja immer ein bisschen Mühe damit, wenn ich hübsche Sachen überklebe, wenn ich so Collagen mache oder so. Und da habe ich jetzt mal gedacht, komm, einfach ignorieren. Einfach ignorieren. So, und dann nehmen wir hier noch so ein Stöffli. Das ist wieder mal meine Gase, wo ich damit meine Stempel putze. Darum sind die immer so hübsch eingefärbt. Und ich habe nämlich so einen ganzen Bundel voll von diesen Gasen, weil ich
im Raum vom Estrich von meiner Mutter. Dort ist ein kleines Täschchen vorgekommen, ein kleines ein Sanitätstäschchen, ein Militärsanitätstäschchen. Ein sehr altes. Und dort hat es noch verschiedenes Zeugs drin gehabt, unter anderem eben auch so ganze Gase, Kompressen und so weiter. Und ja, so irgendwie, keine Ahnung, fast 100-jährige Gase möchte man ja nicht mehr unbedingt auf sein Wehwehchen drauf tun. Und darum habe ich gefunden, hey komm, das können wir doch jetzt wirklich zum Basteln brauchen. So, das könnten wir auch so ein bisschen drumherum wickeln, irgendwie vielleicht. Jetzt hat man noch den Postage vornehmen. So, und dann hier noch irgendein Bild. Ich weiss im Fall nicht, ob das mit diesen Pilzen... Ja, mal, wieso nicht? Jetzt ist das halt schon sehr leuchtig darunter. Oder darf das? Muss das vielleicht sogar? Wir könnten noch ein bisschen goldige Töpfe drauf machen. Ich muss das doch ein bisschen mehr bringen, gell? Ja, ich glaube, wir machen es so. So, also, aber zuerst leimen wir das Zeugs an. Ich hole noch schnell den Postage für das Stöffli. Alles gut? Jawohl. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir dürften hier ein bisschen näher kommen. He? So, ist auch gut. Sieht man ein bisschen besser. Muss ich hier küngeln? Oder ist es so unangenehm? Wenn das so nah ist? Keine Ahnung. So, also komm. Einfach mal so. So. Und das da drauf. Zack. So, das da. Und dann das da drunter ein bisschen. Und Postage. Tack. Hebt. Pilz. Wo ist er jetzt da? Da? Nein. Gut, also. So, und da ist das blöde... Okay, ist nicht schlimm. Ich wollte sagen, da ist das blöde Wetteli, das so, so klebt, aber das wollte ich nicht, weil das hat nicht so gut. Also, hey, das passiert mit dem Pilzeln manchmal auch, dass einfach der Stiel abgeht. He? So, aber das kann man ja prima wieder zusammensetzen. Was ist das da für ein Faden? Den brauchen wir auch nicht. He? So. Gut, also stecken wir den wieder dran. So, und niemand sieht es. Man hätte dann noch ein bisschen Leim dran tun, aber macht nichts. Alles gut, alles gut, alles gut. So, jetzt ist ein bisschen weit oben. Hallo. So, und jetzt machen wir doch hier mit dem Gold noch ein paar Töpfe. Oder weißt du was, wir könnten dem seine weißen Töpfe goldig machen. Ui, das sieht man fast nicht. He? Ein bisschen wenig Glitzer kommt da raus. So, jetzt machen wir da einfach noch ein paar so Töpfe. Ich glaube, das ist so ein bisschen schelartig. Und das trocknet nachher... Ui, das ist jetzt ein bisschen... ein bisschen viel, weißt du, jetzt mag ich da gerade nicht komische Töpfe machen, ich verstreiche jetzt das einfach. Ich wollte sagen, das trocknet dann so ziemlich
dünn. Also, wie kann man das erklären? Das gibt nachher dann nicht so einen grossen, so einen Hubbel, so einen gelartigen, ja, sondern das, dann ist am Schluss nur noch der Glitzer drauf. Das Gel trocknet dann fast komplett auf. So, jetzt geben wir den noch. Und jetzt ist alles extrem glitzerig. Schon fast ein bisschen weihnachtlich, he? So. Da kann auch noch gerade ein bisschen dran, damit das nicht an meinen Fingern bleibt. So, sehr glitzerig. Ein bisschen düster und gleich ein bisschen knallig. Ich weiss noch nicht so, ob es mir so gut gefällt. Machen wir mal weiter. So, was haben wir denn da noch Schönes? Oh, das ist natürlich etwas Cooles. Das ist so ein selber geschöpftes Papierchen. Wo wir dann nachher auch noch geprägt haben. Sehr cool. Ja, hey, so Papier selber schöpfen, das möchte ich also auch wieder mal gerne machen. So. Und da haben wir noch ein bisschen Musik. Lassen wir es doch noch ein bisschen klingen. So. Wir könnten das jetzt noch ein bisschen rot oder so orange oder was das für eine Farbe ist, ein bisschen inken. Dann passt das vielleicht auch noch ein bisschen besser zusammen. Da noch ein bisschen. Aha. Ja. Gar nicht schlecht. Oh, und da können wir noch ein bisschen mehr Tiefe geben, indem wir das noch ein bisschen inken. So. Oh ja. Sehr hübsch. Moment. Irgendwie so, hä? Also komm. Drauf mit dem Zeug. Jetzt stelle ich den Leim wieder einen verkehrten Weg her. Das geht gar nicht. Dann muss ich jedes Mal wieder schütteln. Hei, habe ich es verlernt. Oh Gott. Es ist mir alles ein bisschen zu chaotisch gerade heute. So. Und nochmal. So. Und jetzt auch noch ein Pilz. Ich mache doch hier einfach so pilzige Sachen. Jetzt probieren wir das mal den Stiel nicht abzureißen. So. Herzig. Es fehlt mir jetzt hier unten gerade noch ein bisschen wie Gras oder so. Probieren wir doch das mal mit dem zu machen. So, genau. Aber noch ein bisschen grün. Vom Grün habe ich gemerkt, ich habe kein so Weiß da. Und dem ist das Klett abgefallen. Also machen wir es einfach so. Und dann, da hat es jetzt so einen weißen Fleck. Ich weiss, der kommt sowieso nachher das Ding drüber rein, aber inken wir das doch auch noch gerade. Zack.
Ah, schnussig, schnussig. Und dann gibt es hier auch noch ein bisschen Glitzergold. Das Mal probiere ich nicht zu viel rauszudrücken. Und dann, oh, ja, mehr so Töpfe zu machen. Oder? Sieht das dumm aus mit diesen Töpfen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich tüpfle da jetzt einfach mal alles ein bisschen voll. So, das soll doch noch ein bisschen glitzern. Sonst ist das tatsächlich ein bisschen düster irgendwie. Aber mit dem Gold finde ich es cool. Gut, jetzt haben wir mal noch ein Grünes. Ein Grünes. Also, was machen wir da mit dem Grünen? Da hat man so ein Blümchen. Das ist aber sehr, sehr weiss. Das machen wir doch jetzt hier noch ein bisschen grün. So. Ja, viel besser. Viel besser. Hey, ich weiss echt nicht, wie es mit dem Licht ist da bei euch. Ob man das gut sieht, ob das schön beleuchtet ist oder überhaupt nicht. Keine Ahnung. So, ein bisschen Musik. Dann haben wir noch ein bisschen Geschriebenes, wollen wir schon noch. So. Was haben wir noch? Da ist noch ein cooles Stöffchen. Ah, das könnte man so als Band drumherum tun. Oh ja. Da verdecken wir zwar das ganze Blümchen, wie wir das noch ein bisschen schieben. Oder nicht? Ah, siehst du jetzt? Oh, nicht verdecken, bö. Oder halt dann so. Ach komm. Noch ein bisschen Inken. Mit. Jetzt noch ein bisschen braun. Ach komm, machen das auch gerade so von Hand. Da noch durch. Einfach mal aufkleben. Und nachher sehen wir dann weiter. So, ich finde das schön, wenn man einfach mal so ein bisschen drauf los basteln, nicht allzu fest studieren und schauen, was dabei rauskommt. So, da machen wir jetzt noch einen Boss-Stitch. Einmal so, einmal gerade, wäre schön. Komm. So. Genau, das machen wir jetzt einfach so. Zack, drauf. Und dann. Oh, was gibt es da noch? Etwas Helles. So ein Müsterli. Passt irgendwie nicht so, hä? So könnte man natürlich machen. So. Und das da. Oh ja. Oh ja, schön. Aber da noch ein bisschen Inken. Und zwar mit. Nehmen wir doch grün. Genau so. Ganz genau so.
Und das postitschen wir jetzt. Da noch ein bisschen umlitzen. Genau. Hey, jetzt passt doch das hier zu dem Blümchen wie so ein Sträusschen. Und ob wir das können postitschen oder ob das zu dick ist. Oh, mega knapp. Ich muss es noch mit der Schere ein bisschen zudrücken, dass es dann auch wirklich hebt. So, und hier auch. Und dass man sich nicht sticht. So, ah ja, jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Tada! Super! So, jetzt könnte man doch hier ein bisschen orangiges Glitzer hermachen. So, oder das Blümchen. Oh. Ja, so war es nicht gedacht, aber dann verteilen wir doch das jetzt einfach ein bisschen darauf. Ein bisschen aufpassen, weil das gestempeltes Blümchen ist, nicht, dass sich dann da die Stempelfarbe auflöst. So. Ja, mal schauen, wie das aussieht, wenn es trocken ist. So. Ist da, mir nicht so fehlt noch irgendetwas, aber irgendwie finde ich gerade nichts, was passt. Oder da noch so ein Stöffchen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu viel. Komm. Sagen wir mal, das ist fertig. Jetzt nehmen wir noch ein hellgrünes. Das ist jetzt das Blümchen hier von vorher, das da. Weißt du was? Das kleine Blümchen könnte man doch hier noch drauf tun. Das wäre doch jetzt genau etwas, was hier noch passen würde. Genau. Und Inken. Inken machen wir ein bisschen mit Rot. Damit es wirklich gerade so ein bisschen raussticht. Genau. Oh ja. Hey, jetzt haben wir gleich noch etwas gefunden. So. Uiui, das ist richtig nass geworden hier. Das muss dann gut trocknen. Gut. Jetzt da habe ich eigentlich das Blümchen hier für hier gedacht, aber nein. So, jetzt hat es wahnsinnig viel so munzig kleines Zeug, aber ich denke, wenn man das so ein bisschen zusammennimmt, sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Auch, dass das dort da hinten weiss ist. Ein bisschen braun können wir noch drüber streuen, sozusagen. So. Das ist der herzig. Jetzt machen wir noch hier die Blümchen gerade noch ein bisschen. Probieren wir hier, ob es jetzt geht mit Töpfchen machen. Oh ja, ein bisschen. Ui, ein grosser Topf gsi. Ja, das ist wahnsinnig nass. Das wird so aufgesogen von dem Papier, von dem Stoff. Unglaublich. So, dann machen wir doch, da könnten wir noch ein bisschen drauf machen. So ein bisschen verschmiert. So. Gut.
Ich glaube, das kann auch gut trocknen. Und was haben wir noch? Da noch so ein ganzes Orangiges. Da tue ich jetzt auch die weißen Stellen gerade zuerst ein bisschen inken. So, theoretisch für schön hätte man eigentlich so die ganzen Ränder machen noch. So. Das wäre jetzt so bei denen auch noch ein bisschen hübsch gewesen. Aber das ist noch nicht ganz trocken. Da muss man noch warten. Das kann man dann erst am Schluss machen. So, komm, jetzt nehmen wir doch noch ein bisschen von dem. Das gefällt mir so. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Gase, die ich mit Gesso bearbeitet habe. Also ich glaube, ich habe auch irgendetwas aufgeputzt mit dem. Darum ist es so ein bisschen hart. Und das ist natürlich jetzt viel zu weiss. Da machen wir jetzt auch noch ein bisschen. Färben wir noch ein bisschen ein mit Rot und mit Grün. Auch noch gerade. So. Nehmen wir auch noch gerade Braun. Hätten wir das auch noch hinter uns. So. So. Ja, das ist gut. Und dann möchte ich aber auch noch ein bisschen spitzen. So, da gehen wir auch noch schnell ein bisschen mit dem Grün drüber rein. So. Oh, schau mal, was da noch vorkommt. Vielleicht das könnten wir dann schon noch etwas machen mit dem. So. Nein. Aber da drunter, so. Genau. Und dann hier. Schon wieder ein Pilz. So einen grossen. Ah ja, das könnte man zwar. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Aber der gefällt mir nicht so. Vielleicht müssen wir das eher so her tun. Oh ja. Ja, ja, das ist viel besser. Gut. Und jetzt hier der grosse Pilz. Da schauen wir auch gerade, dass wir nicht irgendetwas abbrechen. So, ist das herzig. Jetzt haben wir 2 grüne und 3 orange. Jetzt machen wir doch noch ein grünes. Komm. Und irgendwie mit dem etwas. So. Oder so könnte man. Oh ja, schau mal. Das ist der herzig. So machen wir doch das. Brauchen wir noch ein bisschen Platz. Geht noch ein bisschen weg. So, komm, machen wir das gerade. Einfach mal so. Ich schaue, dass das ein bisschen gerade und ein bisschen in der Mitte ist. Gut. Nein, da nicht. Wieder oberschlau. So. Oh, herzig. Soll das auch noch reinklappen? Gleich. Ja, sonst verzuselt doch das die ganze Zeit. Habe ich das Gefühl. So. Dann ist das schön versorgt, das Rändchen. Reißt nicht ab.
Wenn man es jetzt natürlich gerade würde, zum Beispiel in ein Journal reinkleben, dann könnte man das natürlich auch so lassen. Und dann das gerade dort reinkleben. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen besser versorgt. So. So. Und was kommt denn jetzt da oben noch drauf? Da haben wir ja auch noch Pilze. Das ist ja der herzig. Das passt ja gerade hervorragend. Jetzt überklebe ich wieder das Ganze. Ja, ist gut. Ich sollte nicht. So. So. Komm, machen wir es doch so. Jetzt inken wir das noch ein bisschen grün. Da machen wir auch noch ein bisschen. Ohne Deckel kommt natürlich, mit Deckel kommt natürlich nichts raus. So, jetzt machen wir da mal ein bisschen viel. So, da noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Oh, hätte jetzt das müssen da hertropfen. So, gut, da noch. Flütter. Gut. So, das hat man jetzt auch noch ein bisschen inken. Das kann man dann am Schluss noch machen. Also wie bei denen. Einfach ein kleines bisschen drüber inken. So, jetzt muss da mal alles ein bisschen auf die Seite, damit wir hier unsere Ausbeute einmal uns anschauen können. Also kleine herbstliche Clusterkärtchen. Ich finde, die sind extrem herzig rausgekommen. Ich hatte ein bisschen Angst mit diesen Pilzchen, dass das dann ein bisschen kitschig aussieht oder so. Aber ich glaube, das ist gerade ein super Focal Point. Und da haben wir das Blümchen, das Glitzerige und da auch. Und da noch das kleine, ja, wie sagt man dem? Auch so ein kleines Büscheli. Ich finde, sie sind mega schnusig rausgekommen, passen super in ein Herbstjournal rein. Wir haben noch keins. Ich glaube, ich werde auch keins mehr machen. Ich glaube, das nächste Journal, das ich machen werde, ist dann wahrscheinlich wieder irgendetwas Winterliches oder sogar etwas Weihnachtliches. Ich weiß noch nicht so genau. Aber hey, die kommen auf jeden Fall meine Reserven und dann habe ich für das nächste Herbstjournal schon irgendetwas ein bisschen zum Dekorieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid vielleicht ein bisschen inspiriert oder so. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!